Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 15-Uhr-Sieg gegen den HSV am 3. Bundesliga-Spieltag. Bevor wir da reingehen, ihr kennt das Spielchen heute. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Und im Idealfall Kanalmitglied werden. So sieht's aus. Leute, wir quatschen nicht lang, wir gehen rein. Abfahrt. Pressekonferenz nach dem 15-0-Sieg des FC Bayern gegen den Hamburger SV. Die beiden Trainer haben Platz genommen, Merlin Polzin und Vincent Kompany. Ich wollte gerade sagen, machen wir ein bisschen lauter Wir den starten Bums. jetzt zügig. Alle haben einen Platz gefunden mit zunächst dem Statement der Gäste, bitte. Ja, moin zusammen. Vielen Dank. Zunächst mal Glückwunsch, Vincent, und an den FC Bayern zum definitiv sehr verdienten Heimsieg. Ja, ich glaube, wenn man so ins Spiel startet, wie wir es dann getan haben und nach 10 Minuten dann 2-0 zurückliegt, dann wird die ohnehin schon sehr schwierige Aufgabe hier beim FC Bayern nicht unbedingt leichter. Das haben wir dann noch in der ersten Halbzeit definitiv zu spüren bekommen. Und ich bin nicht einverstanden damit, wie wir es dann teilweise gestaltet haben, was unser Durchschiebeverhalten angeht. Gerade über dann unsere linke Seite haben wir es nicht geschafft, da dann auch wirklich die entscheidenden Räume gut zu schließen, um auch die Gefahr des Gegners noch weiter zu unterbinden. Ich bin auch weniger damit einverstanden, dass wir ja nicht diese Aggressivität in den Zweikämpfen gezeigt haben, wie sie hier vonnöten ist, um diesen Spielrhythmus auch zu brechen, wenn der FC Bayern dann einmal in Fahrt kommt, definitiv dann auch für jeden Gegner in der Liga oder dann auch in Europa schwierig zu verteidigen ist. Und das haben wir in der Halbzeit klar angesprochen. Sowohl die Jungs als auch dann natürlich von unserer Seite waren da sehr kritisch mit sich und haben dann in der zweiten Halbzeit definitiv ein anderes Gesicht gezeigt, weil man wahrscheinlich auch sagen muss, dann der FC Bayern noch mal ein Stück, vielleicht einen Gang noch mal zurückgeschaltet hat. Aber damit war ich dann mehr einverstanden, weil ich dann gesehen habe, Wahre Worte auf jeden Fall, die er sagt. Ja, habe ich in meiner Analyse ganz genauso gesagt. Ich finde es auch gut, dass er nochmal nachschiebt, so dass der FC Bayern halt einen Gang rausgenommen hat. Das haben wir halt auch, ja. Aber nichtsdestotrotz hat der HSV in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser gemacht. Allein schon von der Zweikampfführung und am Mann dran sein und nicht alles über sich ergehen lassen und nur hinterherrennen. Ne? dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die nicht nur die 8.000, 10.000, wie auch immer HSVer dann denen gezeigt hat, warum sie hergekommen sind und welche Mannschaft dann sie auch vom HSV dann sehen kann. Das hat mir dann besser gefallen. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, dass wir diesen Zug in den Umschaltmomenten, die wir dann hatten, sowohl in der ersten Halbzeit dann mit der Möglichkeit dann kurz nach dem 2-0, aber auch in der zweiten Halbzeit dann mit den Abschlusssituationen, dass wir es da sauberer und besser zu Ende spielen. Nichtsdestotrotz nochmal Glückwunsch an den FC Bayern. Wir werden daraus lernen. Wünschen euch alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Winnie wird gleich mit den Fragen beginnen. Also dann rufen wir gleich den ersten auf. Bitte Manuel Schwarzer für die dpa. Herr Kompany, zunächst, Rafael Guerreiro ist reingekommen und musste dann wieder raus. Was ist mit ihm? Ist er verletzt? Und die zweite Frage. Hat man doch gesehen auf dem Feld. In der Champions League wird es vermutlich ein bisschen schwerer werden, bei allem Respekt für den HSV. Was nehmen Sie von diesem Spiel mit für das erste Champions League-Spiel? Danke. Ja, also Rafa hat was gespürt, hat auf die Rippe gezeigt und ist auch sofort zum MRT gefahren. Und wir werden erst später erfahren, was da los ist. Hoffentlich natürlich nichts ernst. Und es ist immer so, es gibt keine einfachen Spiele. Also das ist einfach so. Man muss sich immer dieses Momentum erarbeiten und wir haben das nicht nur gegen HSV, aber bis jetzt haben wir uns in eine gute Lage gespielt und wir gehen mit voller Vertrauen ins nächste Spiel rein. Und das ist zu Hause. Es bleibt ein wichtiger Faktor, hier in die Allianz Arena zu kommen und für uns, wir werden wie jedes Spiel versuchen zu gewinnen, ob jetzt die Gegner vor 1 Milliarde gekauft hat oder vor 10 Millionen, das ist für uns, das bleibt der gleiche Auftrag. Ja, kurzer Ausblick darauf halt, du musst in der Gruppenphase, wenn du eine Chance haben willst, unter die ersten 8 zu kommen, musst du deine 4 Heimspiele gewinnen, Punkt. Ja, brauch nicht überreden. Ja, generell musst du im Europacup deine Heimspiele gewinnen, Feierabend. Und das haben wir bisher eigentlich auch immer ganz gut hinbekommen, also von daher
Bin ich da guter Dinge, wird ein schwieriges Spiel, wird mit Sicherheit ein sehr interessantes Spiel und wirklich dann mal der erste Gradmesser für unsere Truppe. Ne? Okay, nächste Frage wünsche in der letzten Reihe, bitte der Herr, ja. Babak Milani, ja. Dankeschön. Hi Merlin, wie hast du das Spiel von Luka Vuskovic gesehen? Ich muss mal überlegen, dass ich nicht Mario sage. Luka Vuskovic gesehen und ja, was hat dich dazu bewogen, ihn gleich nach 3 Trainingseinheiten heute bei den Bayern spielen zu lassen? Ich glaube grundsätzlich, ich ja schon häufiger gesagt, wollen wir für mutige Entscheidungen stehen und die Qualität von Luka ist definitiv sehr, sehr hoch. Er hat in den Trainingseinheiten, aber auch generell in dem Umgang mit der Mannschaft einen sehr energiegeladenen, sehr positiven Eindruck hinterlassen, steht für eine Ruhe dann auch in seinem Spiel. Das hat er dann heute auch in den Phasen, wo er den Ball dann am Fuß hatte, dann definitiv gezeigt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ihm vielleicht dann die Vorbereitung beziehungsweise auch dann die Abstimmung im letzten Detail dann noch fehlt mit dem einen oder anderen Mitspieler beziehungsweise auch mit unserer Art und Weise. Da werden wir weiter dran arbeiten. Ansonsten ist, glaube ich, wenn du so hoch ein Spiel verlierst als Abwehrspieler, dann schwierig, ein positives Fazit zu ziehen. Aber für mich ist immer wichtig, dass wir das Ergebnis auf der einen Seite betrachten, auf der anderen Seite den Prozess. Und als junger Kerl dann heute hier zu funktionieren gegen Stürmer, die europäische bzw. Weltspitze dann auch haben, ist nicht ganz so einfach. Aber da wird er auch daraus lernen, da wird er sich weiterentwickeln, so wie wir alle. Und damit fangen wir dann am Montag spätestens an. Der Kollege eine Reihe weiter vorne, ja. Aboubakar Soumahoro war einer von 3 Debütanten heute in der Startelf. Hast du ihn aufgrund der Gefahr, dass er möglicherweise Gelb-Rot kriegen könnte, rausgenommen zur Halbzeit? Oder wie hast du seine Leistung gesehen und dann auch die seines Nachfolgers Daniel El-Fadli? Könnte der vielleicht auch eine Lösung in Zukunft auf der Position links hinten in der Dreierkette sein? Ja, genau. Es hatte dann den Grund mit der Vorbelastung der gelben Karte, dass wir da dann nicht unnötig noch ein Risiko eingehen wollten. Und bei Ja, kann ja froh sein, dass er überhaupt noch auf dem Platz stand. Ne? Bei der Elfmetersituation hätte es halt auch gelb geben müssen. Die wissen wir, was wir von ihm bekommen. Es ist ein Spieler, der mit allem, was er hat, dann in die Zweikämpfe geht, versucht jedes Duell dann auch für sich zu gewinnen. Und ich hatte es ja am Anfang der Woche auch dann schon euch gesagt, dass für mich weniger entscheidend ist, ob einer Linksfuß, Rechtsfuß ist oder wo er spielt, sondern die Art und Weise, wie er die Aufgabe interpretiert. Und Fadli kann nicht nur in der Zentralen wie in den vergangenen Wochen, sondern auch auf der Halben spielen oder auch im Mittelfeld. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir ihn haben und dass er so vielseitig einsetzbar ist. Okay, haben wir noch etwas? Nein? Dann alles gut. Natürlich haben wir nichts, weil wir haben ja gewonnen. Da gibt es ja keine irgendwelche Nachfragen oder sonst was. Gibt es ja immer nur, wenn wir auf die Fresse kriegen. Gute Heimreise, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Hovi. Ja. Ich habe es ja schon gesagt in meiner Analyse. Guckt es euch da an. Rundum gelungenes Spiel von unserer Seite. HSV erste Halbzeit sehr, sehr schwach. War nicht Bundesliga-tauglich die erste halbe Stunde von Hamburg. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser von Hamburger Sicht, aber wahrscheinlich auch da der Situation geschuldet, dass wir, wie der Trainer es auch richtig sagt, den Gang rausgenommen haben. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße, gehen raus, habt ein schönes Restwochenende, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir dabei, weil sie